Mariboru, prvič v Sloveniji. Napovedujem predavanje katoliškega teologa, udeleženca drugega vatikanskega koncila, filozofa in enega največjih sodobnih humanističnih mislecev, očeta ustanove Veritas, profesorja doktorja Hansa Flügler. And now, it is my great pleasure and honor to announce for the first time in Maribor and for the first time in Slovenia, the Catholic theologian, participant of the Second Vatican Council, philosopher, and one of the greatest humanist thinkers, father of the Veritas Foundation, Professor Dr. Hans King. Tekst predavanja imate v slovenščini preveden in na razpolago. Jaz sem tukaj kot spremljevalec profesorja Flüglerja, tudi udeleženec simpozija Zvone Štrubel iz Stuttgarta. Jaz sem tudi ta tekst prevedel in bom nekje tudi moderiral. Čakamo pa na mikrofon še. I was very honored to come for the first time to Slovenia and especially to Maribor. I am most grateful for this invitation. I was a little afraid that we would not have enough people here because it's so much of Germany and Torej, prav lep pozdrav. Preden začnem svoje predavanje v nemščini, bi vas rad vse pozdravil, sem zelo vesel, da sem tukaj prvič v Mariboru. Mislil sem, da vas ne bo toliko, ker je danes nogometna tekma med Nemčijo in Italijo.
As a matter of fact, football is the best example for the necessity and responsible ethic. Is everybody hearing well? Hören Sie mich gut? Me slišite? Ja, hallo. Unsere Stiftung Weltethos hatte vor kurzem einen ganzen Nachmittag mit dem Deutschen Fußballbund zusammen gemacht. Nationaltrainer Jogi Löw und anderen Autoritäten über die Bedeutung von Weltethos und Weltsport. Naš inštitut svetovnega etosa, Weltethos, se je pred kratkim srečal s celotnim timom nogometne enajsterice in z trenerjem Löwom in debatirali smo o nogometu in o svetovnem etosu. Es ist klar, wenn Sie einen Fußball, einen Ball, drei Jugendlichen, wenn die kürzeste Zeit die Regeln festgelegt haben, weil sie uns gar nicht fair spielen können. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Menschen zusammenleben, zusammen tätig sind, dass sie gar nicht anders können, als Regeln aufzustellen, damit das Spiel richtig funktioniert, damit alles gut geht. Also das wird ein Beispiel, warum es Regeln braucht. Und in der heutigen Zeit, wo Fußball international global geworden ist, braucht es eine globale Regeln, die von allen akzeptiert werden. Govorili smo tudi o tem, kako pravzaprav nogomet potrebuje določena pravila, da je igra fair in da se igra korektno. In danes, ko je tudi nogomet postal nekaj vrste globalna stvar, potrebuje tudi globalna pravila. Diese Regeln werden nicht verstanden als etwas, was bedrückt, was einschränkt, sondern als eine Befreiung, dass man gut miteinander spielen kann, dass ein Fairplay möglich ist. Ohne Beachtung der Regeln gibt es kein Fairplay. Torej, ta pravila niso omejevanje, mišljena kot omejevanje, ampak kot možnost, da igra poteka spoštljivo in fair. Aber ich sage hier in einem juristischen Fakultät, dass die juristischen Regeln auch für den Fußball nicht ausreichen. Es muss eine Einstellung sein, diese Regeln auch zu beachten. Die Schiedsrichter müssen ehrlich sein, die Abmachungen eingehalten werden und auf dem Feld nicht nur die Regeln objektiv beachtet, sondern es muss auch das Bild da sein, der Geist, diese Regeln zu beachten. Also insofern ist der Fußball ein gutes Beispiel für ein gemeinsames Menschheitsethos, für ein Weltethos. Torej, zakaj je nogomet lahko dober primer za svetovni globalni etos? Ker pravzaprav tukaj na pravni fakulteti lahko rečem, da pravila prava ne bodo zagotovila dobro igranje nogometa, ker mora biti tudi notranja naravnanost tako sodnikov kot igralcev, da bodo ta pravila upoštevali za dobro in korektno igro. Es ist sicher, dass für ein Land wie Slowenien, wo so viele Religionen auch hier vertreten sind, ein großes Durchgangsland in der Geschichte Europas, dass es da besonders wichtig ist, dass man einige gemeinsame Spielregeln hat, einige gemeinsame Grundhaltungen, Maßstäbe, Haltungen. Insofern wird gerade in dieser
ein Ethos für Slowenien besonders wichtig sein. Torej, tukaj za Slovenijo, kjer živi veliko ljudstev, veliko narodov, in ki je zgodovinsko tudi kot prostor zaznamovan kot prehod številnih kultur, je zelo pomembno v tem prehodnem času, da odkrijemo in spoštujemo nekatere splošne pravila, nekatere splošne drže. Sedaj bi pa profesor pride na sam tekst, tako da ne bi več prevajal, ampak drugi del uvoda pomeni na drugi strani, kjer je uvod drugi odstavek na naredil. Das Weltethos bietet in schwieriger Lage eine geistige Basis, die Brücken baut zwischen Menschen, unterschiedlicher Religionen, zwischen religiösen und nicht religiösen Menschen, zwischen Menschen verschiedener Kulturen. In einer pluralistischen Gesellschaft hat keine einzige Religion oder Kultur das Ethos für die ganze Gesellschaft vorgeben. Es braucht einen gesellschaftlichen Diskurs aller im Lande vertretenen Kräfte über das gemeinsame tragende Ethos. Und alle haben aus ihrer jeweiligen Tradition, ob religiös oder nicht, Wertvolles dazu beizutragen. Miteinander leben muss man lernen. Und dies beginnt schon in Kindesalter. Daher ist es von großer Wichtigkeit, dass Prinzipien und Leitlinien eines Weltethos bereits im Kindergarten und Schule zu vermitteln und erlebbar zu machen. Gerade für Lehrerinnen und Lehrer bietet Weltethos eine hervorragende Grundlage für ethisches Lernen und Friedenspädagogik. Besonders wichtig ist es auch für verantwortliche Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur. Alle gehen an einem friedlichen Zusammenleben und so wenig gelegen ist, möchten aufbauen die Initiative Weltethos Slowenien zu unterstützen. Es ist gerade in einer Zeit des Übergangs, jetzt auch für Slowenien und für ganz Europa, eine wichtige Frage, dass das Land gestützt wird durch gemeinsame ethische Überzeugungen. Torej, s tem je profesor končal uvod in dodal, da pozdravlja tudi ustanovitev gibanja Svetovni ethos Slovenija, v tem času zelo pomemben za to skupno držo v iskanju pravil oziroma določih norm, ki nam pomagajo. Ich mache jetzt einen ersten Gedankengang und frage, sollen die christliche oder säkulare Werte vertreten? V prvi od šestih točk krščanske ali sekularne vrednote. Ich bin selber überzeugter Christ und sage aber, mit der exklusiven Betonung christlicher Werte kommen wir in der heutigen pluralistischen Gesellschaft nicht weit über unsere Kirchenmauern hinaus. Und wer diese christlichen Werte nur von den Kirchtürmen her in die Welt posaunen will, wird schon bald vom Lärm der Straße übertönt werden. Dies gilt für alle Länder Europas, ob postsozialistisch wie Slowenien oder nicht. Es ist also politisch nicht realistisch, ist weder philosophisch noch theologisch legitim, in der heutigen pluralistischen Situation alle Menschen in Europa von Staats wegen auf christliche Werte verlegen zu wollen. Das heißt, die Positionen sowohl der anderen Religionen als auch die unterschiedliche politische und weltanschauliche Gruppierung, selbst von Agnostikern und Religionslosen, muss man heute auch als Christenmensch und christlicher Theologe ernst nehmen. Wenn man also, und darauf ziele ich ein, die
christliche Werte zur Geltung bringen will, dann immer nur vor dem Hintergrund und im Kontext der allgemeinen menschlichen Werte. Nur gemeinsam mit anderen Gruppierungen lassen sich heute Werte verwirklichen, das müssen auch die Kirchen einsehen. Aber heißt das nun, so wäre die entgegengesetzte Position, heißt das nun ausschließlich säkulare Werte? Da meine ich nun sozusagen gegen links gesprochen oder gegen rechts. Es ist politisch auch nicht realistisch und philosophisch nicht zu rechtfertigen, alle Menschen ausschließlich auf die Grundwerte Demokratie, Toleranz, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte zu verpflichten. Dies wird oft zum Beispiel von Seiten strikter Laizisten wie in Frankreich ebenso dogmatisch propagiert wie die andere Position von christlichen Dogmatikern. Sie weisen sich zusammen mit Antike und moderner Aufklärung auf die Bedeutung von 1.500 Jahren Christentum für Europa, auch für Frankreich, auch für Belgien, auch für Deutschland ernst zu nehmen. Dabei haben zum Beispiel die Erfahrungen in vielen der 350 Vorstädte Frankreichs mit Jugendlichen, die ohne religiöse, die ohne ethische Erziehung aufgewachsen sind, auch französische Politiker überlegen lassen, ob zu einer europäischen Kultur und Zivilisation nicht auch ethische und religiöse Dimensionen hinzugehören, ob folglich mit allen dringenden sozialen Reformen nicht auch ein Minimum an ethisch-religiöser Information, vor allem über Christentum, Islam und Judentum, schon in der Grundschule vermittelt wäre. Damit könnte auch vorgebeugt werden, dass solche Jugendliche mit den sozialen Schwierigkeiten, fundamentalistischen und muslimischen, manchmal auch christlichen Wegen nicht auf den Leim gehen. Aber hat denn eine Demokratie ohne Moral auf Dauer Bestand? Bestenfalls besitzt sie so keine Glaubwürdigkeit, ein Hauptgrund für die vielen Zweifel. Ich glaube aber, dass die meisten Menschen, und sicher auch in Slowenien, in Europa, weder eine kirchlich-rigoristische Moral bejahen, die andere ausschließt, noch auf der anderen Seite eine nihilistisch-liberalistische Lebenseinstellung akzeptieren, wobei wohl ein ethisches Fundament, wohl aber Sympathie ein ethisches Fundament für unsere Gesellschaft heute. Das also als erster Teil, also weder exklusiv christliche Werte noch exklusiv säkulare Werte von beiden. Prva točka, torej niti ne ekskluzivno krščanske vrednote, kot tudi ne ekskluzivno samo sekularne vrednote. Der zweite Gedankengang betrifft das ethische Fundament. Ich zitiere den deutschen Verfassungsrichter Professor Böckenförder, der schon vor über 40 Jahren formuliert hat, ein Satz, der heute weithin bekannt ist. Er sagte, der freiheitliche säkulare Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann, ohne seine Freiheitlichkeit in Frage zu stellen. Der freiheitliche säkulare Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann, ohne seine Freiheitlichkeit in Frage zu stellen. Die moderne Gesellschaft heißt, das braucht in der Tat soziale und politische Leitideen. Und diese gehen hervor aus gemeinsamen ethischen Überzeugungen, Haltungen und Traditionen, die der Freiheit vorausliegen und sich hier als Medium bedienen. Diese ethischen Ressourcen aber sind nicht von Natur aus da, sondern bedürfen der Pflege, der Deckung, der Weitergabe durch Erziehung und Bildung. Doch dann stellt sich die Frage, was ist denn zu tun, wenn diese gemeinsamen Überzeugungen, Haltungen und Traditionen
der Freiheit vorausliegen, offensichtlich weithin abhanden gekommen sind in unserer säkularistischen Gesellschaft. Was nicht mehr existiert, kann man schwer pflegen. Und wer soll wecken, was definitiv eingeschlafen zu sein scheint? Auch Soziologen haben festgestellt, die moderne liberale Gesellschaftsordnung hat sich lange Zeit auf Gewohnheiten des Herzens verlassen. Auf ein dickes Polster vormoderne, praktisch christliche Sinn- und Verpflichtungssysteme verlassen, die aber heute verschlissen sind. Auf diese traditionellen Polster hat sich ja nun einmal der notwendige Respekt vor der Autorität des Staates, hat sich der Gehorsam gegenüber Gesetzen, hat eine Ethik der Arbeit lange Zeit sich stützen können. Aber unterdessen ist eine Erschöpfung traditioneller Sinnressourcen und der Bestände eines überkommenen Gemeinsinns eingetreten. Dann stellt sich aber sofort die weitere Frage: Kann der Bürger, kann die Bürgerin Sinnressourcen selber erzeugen? Damit scheint der Einzelne überfordert. Auch der säkulare Mensch kann nicht alles heute neu erfinden. Man kann das Rad des Ethos nicht heute neu erfinden wollen. Woher aber soll dann die heutige Gesellschaft die moralischen Ressourcen und vor juristischen Bedingungen des Zusammenlebens leben? Woher soll sie den neuen Gesellschaftskonsens begründen können? Das ist eine schwierige Frage. Heute darf man auf dem säkularen Staatliche ausdrücklich von Ethos und Religion sprechen. Gewiss, es gibt die Religion nicht im Singular, sondern nur im Plural, und es gibt manche Widersprüche zwischen den Religionen und auch nicht wenig Unethisches in diesen Religionen. Das wissen wir. Doch wie von der Philosophie, deren Verdienste und Toleranz, Demokratie und Menschenrechte schreibbar sind, wie von der Philosophie wird man auch von der Religion, deren Verdienste und das Ethos nicht wenig bestimmt werden können, etwas für den Zusammenhalt der heutigen Gesellschaft erwarten dürfen. War Religion dogmatisch aus der Öffentlichkeit verbannt oder ignoriert, werden Religion dogmatisch aus der Öffentlichkeit verbannt oder ignoriert, schafft ein Vakuum. Man muss jedenfalls sagen, welche Angebote er stattdessen in dieser Zeit wachsender Orientierungslosigkeit und Maßlosigkeit der Gesellschaft bereithält. Und dies gilt gerade für die vielen Jugendlichen, die auf der Suche sind nach Sinn und Wertorientierung. Zwar ist die Gesellschaft nicht so arm an Bibelkräften, wie viele Kirchenleute meinen, aber sie ist daran auch nicht so reich, dass sie das Angebot der Religion ausschlagen würde. Doch kann man ja einen Tatbestand nicht übersehen, dass Religionen in die Gesellschaft tatsächlich spalten werden können. Allerdings sind sie nicht die einzigen Spaltpilze. Deswegen stelle ich im dritten Gedankengang die Frage: Was spaltet die Gesellschaft? S tem odpiram vprašanje pod točko 3, kaj družbo razdira. Zwei religiöse Spaltfaktoren, aber ein säkularer Spaltpilz haben sich auf der ganzen Welt breit gemacht und die treiben die Gesellschaften auseinander. Das erstens der religiöse Fundamentalismus. Der Fundamentalismus, ursprünglich wurde dieses Wort für den biblizistischen Protestantismus in Amerika gebraucht. Aber er kann sich in mancher Hinsicht in Bezug auf Fortschritt, Technik, Industrie, Medien, Verkehrs- und Finanzsystem äußerst modern präsentieren.
Doch möchte er in jedem Fall am Fundament, an der angeblich irrtumslosen Autorität seiner heiligen Schriften oder seines unfehlbaren Führers festhalten und von daher an seinen ganz bestimmten, althergebrachten Gesetzen oder Dogmen. Fundamentalismus, das wissen Sie, ist gegenwärtig insbesondere in muslimischen Ländern auf erschreckende Weise auf dem Vormarsch. Doch der Begriff Fundamentalismus wird von den meisten Muslimen abgelehnt, sie bevorzugen den Ausdruck Islamismus. Und doch darf nicht übersehen werden, dass der Großteil der Muslime keine Islamisten sind und dass das neben radikalen und als Ganze gesehen sehr wenig gewaltbereiten Islamisten auch viele gemäßigte Islamisten gibt, die einen mehr oder weniger islamischen Staat ohne totalitären Anspruch oder gar wie der Türkei eine islamische Demokratie wünschen, die auch westliche Vorstellungen bedienen wollen. Wir sollen also verschiedene Arten des Islam unterscheiden. Und dann beachten wir gleichzeitig, dass der Fundamentalismus ein Phänomen nicht nur im Islam ist, sondern ebenso soziale und politische Wurzeln, religiöse Wurzeln hat und heute erscheinend ist, auch im Judentum und im Christentum, aber selbst auch im Buddhismus und Hinduismus. Der Fundamentalismus ist ein Weltproblem. Nicht weniger wichtig als der viel diskutierte muslimische Fundamentalismus ist auch die folgende christliche Variante, die aus guten Gründen nicht Fundamentalismus genannt werden will. Das ist die zweite Form des Spaltpilzes neben dem religiösen Fundamentalismus, der Moralismus. Der unbarmherzige Rigorismus des römischen Lehramtes, aber auch andere Protestanten, konfrontiert die Gesellschaften weltweit in konkreten, höchst umstrittenen Fragen, Pille und Kondome angesichts von AIDS, künstliche Fragen wie künstliche Befruchtung, pränatale Diagnostik, Schwangerschaftsabbruch oder Sterbehilfe mit einem fanatischen Extremismus. Fanatischer Extremismus, der manchmal sogar auf andere schießt, wenn es darauf ankommt. Dieser eifernde Antimodernismus will die Gesellschaft pluralistisch aufspalten in eine Kultur des Lebens, in eine Kultur des Todes, die die Menschen einteilen in Befürworter des Lebens und Verschwörer gegen das Leben, sieht so die Menschheit apokalyptisch am Scheideweg zwischen Leben und Tod, Segen und Fluch. Jede Frau, welche die Pille nimmt, jeder Mann, der ein Kondom benutzt, gehört nach diesen Leuten zu den Verschwörern gegen das Leben und zur Kultur des Todes. Sie seien mit ihrer Verhütungsmentalität schon auf dem Weg zur Ableitungskultur. Das ist der große Moralismus, der sich besonders verbreitet in unserer römisch-katholischen Kirche, findet auch zum Teil auch in der Orthodoxie und im evangelikalen Protestantismus. Ein rigoroser Moralismus, selbstgerecht und nur auf die anderen zeigen, was da in Ordnung ist. Aber dann gibt es doch auch eine dritte Form des Spaltpilzes, und das ist der postmoderne Beliebigkeitspluralismus. Denn angesichts dieser religiösen Spaltpilze ist es nun auch kein Rezept, einfach die fade Suppe der Gleichgültigkeit den Menschen vorzusetzen, als einen modernen, postmodernen Gesellschaftskonsens. Ein Gesellschaftskonsens ist nicht aufzubauen auf dem Satz anything goes. Nicht wenige Menschen, gerade im Westen, vor allem diejenigen, die es sich leisten können, pflegen bekanntermaßen ein Lebensstil des Individualismus, Konsumismus, Hedonismus und manche propagieren ihn auch schamlos im Leben. Man kann in anderer Hinsicht auch, die Parallelen sind kaum zu überscheiden und zu übersehen, von Realpolitik im Kleinen reden. Realpolitik, das heißt im Kleinen, der Einzelne pflegt egoistisch seine Interessen
und die Ästhetisierung seines Alltagslebens ist aber nur insofern zu irgendeinem Engagement bereit, als es seinen Bedürfnissen oder Lustgefühlen dient. Die Individualität ist hier zu einem hemmungslosen Individualismus verkommen, der das Individuum einsam und kaum glücklich macht und das der sekundär zersetzende Wirkung auf die Gesellschaft hat. Das ist nun sehr erfreulich, wenn in den letzten Jahren immer häufiger festgestellt wird, dass die Lebensgesellschaft jetzt langsam die Verantwortung, das Verhältnis des Ästhetischen zum Ethischen neu stellt. Ich bin selber weder Schwarzmaler noch Rotfärber, doch kann ich verstehen, wenn angesichts solchen Fundamentalismus, Moralismus und Beliebtheitspluralismus sich nicht wenige ernsthafte Zeitgenossen fragen, wohin driftet unsere Gesellschaft, wohin driftet Europa, wie soll es denn am Ende noch ausgehen? Deshalb wird da nicht alles aufgelöst. Deshalb möchte ich nun im vierten Gedankengang zum Titel eines Vortrags kommen und fragen, was hält die Gesellschaft zusammen? Dabei möchte ich die Frage nicht auf die Stücke Gesellschaft beschränken, sondern auch nicht allein auf Slowenien, sondern auf Europa schauen. Vierter Abschnitt also ein ethisch fundiertes Europa. Torej, kamorci svet, kamorci Evropa, tukaj se bom omejil ne samo na Slovenijo, ampak bom analiziral evropski teritorij oziroma etično utemeljeno Evropo. Das neue Nachkriegseuropa hat zwar ethische Impulse aufgebaut, das sollte man nicht übersehen. Ethische Impulse, die sich immer wieder durchsetzen, wenn es darum ging, trotz aller divergierenden Interessen die Einheit Spanien, Portugal, Griechenland, Ungarn, Polen, die baltischen Staaten und Slowenien sind gewiss nicht nur aus ökonomischen Gründen in die EU aufgenommen worden, sondern auch aus ethischen. Man wollte diesen Völkern die von ihnen erbetene Chance zur Entwicklung geben. Eine Analyse des strukturellen Wandels in Politik und Gesellschaft stellt bezüglich der aktuellen geistig-religiösen Lage Europas für eigentlich drei ineinandergreifende Prozesse fest. Wir leben in einer Zeit der beschleunigten Säkularisierung. Wir leben weiter in einer Zeit der radikalisierten Individualisierung. Und wir leben in einer Zeit des wachsenden weltanschaulichen Pluralismus. Wenn wir Erfahrungen so wenig gemacht haben, dass sich ihr Land in den letzten 10 Jahren stark verändert hat. Das war in dieser Richtung. Es ist die Frage, ob es ausreicht, einfach nur zu säkularisieren, ob es nur ausreicht, einfach Pluralismus zu predigen und ob es ausreicht, nur Pluralismus zu fördern. Wenn man genauer hinschaut, so sieht man, dass Entzauberung, Säkularisierung, Rationalität und Pluralität so wichtig sind, dass sie die Tradition, die Religiosität, das Mysterium nicht einfach ersetzen können. Ob es unter diesen Umständen nicht möglich ist, in Europa wieder mehr geistige Zusammengehörigkeit zu realisieren, ich glaube, dass das dann in der gegenwärtigen Krise eine entscheidende Frage ist, die noch von etwas anderem zusammengehalten wird als gerade nur vom Euro. Anders als viele kirchliche Reden und Dokumenten sehen viele ernsthafte Zeitkritiker diesen Prozess der Säkularisierung, Individualisierung, Pluralisierung als eine nicht nur negative, sondern als eine ambivalente Entwicklung, die zwar viele Risiken und Gefahren, aber doch auch manche Chancen und Vorteile bietet. Der Mensch soll in Freiheit als verantwortliche Person handeln. Wenn der Mensch allerdings allein handelt, als autonomer Mensch, wird er zugleich auf sein eigenes individuelles Schicksal zurückgeworfen.
Jedenfalls ist damit das Bedürfnis der Menschen nach Geborgenheit, nach idealen Perspektiven, nach Wertmaßstäben, nach Orientierungspunkten, die im Halt liegen, ist dieses Bedürfnis eher gewachsen in der letzten Zeit als vermindert worden. Doch ist es aussichtslos, wieder von der Emanzipation und der Säkularisation abzurücken. Worum geht es dann? Es geht dann darum, den Bürger zu größeren Verantwortung zu erziehen und das Gefühl für Solidarität wieder zu stärken. Denn neben der Großzahl von konservativen römisch-katholischen Jugendbewegungen auch religiös nicht engagierte Jugendliche zu Papstmessen gehen, so deshalb, weil das Verlangen nach einer moralischen Grundorientierung, nach einem verbindlichen Wertesystem, nach einer glaubwürdigen Identifikationsfigur weit verbreitet ist. Nur wenn wir dem Rechnung tragen, wird unsere Gesellschaft zusammenhalten. Es sollte heute für alle Demokraten darum gehen, ob sie nun gläubig sind oder ungläubig oder zweifeln zwischen Glauben und Unglauben. Alle Demokraten sollten unbeirrt einen dritten Weg beschreiben, weder eine säkularistisch-demokratische Ideologie von Europa, die total unreligiös ist, noch eine vormoderne hierarchische Ideologie, die völlig undemokratisch und völlig arm ist. Und was geht es? Es geht um einen geistigen Begriff eines Europa, das ethisch fundiert ist. Es steht ganz und klar in dem berühmten Aufruf des damaligen EU-Kommissionspräsidenten Jacques Delors 1992 gesagt, wenn es in den kommenden 10 Jahren nicht gelingt, Europa seine Seele zu geben, eine geistige Dimension, wahre Bedeutung, haben wir unsere Zeit vergeudet. Europa kann nicht von rechtlichen Argumenten und ökonomischem Know-how allein leben. Hier stehen wir, meine ich, an den Wurzeln der gegenwärtigen Krise der EU, auch an den Wurzeln der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise und auch in der Krise der Akzeptanz der EU in manchen Ländern. Man ist nicht zufrieden damit. Deswegen ist positiv formuliert, im guten Abschnitt, im guten Gedanken, der Zusammenhalt der Gesellschaft.